Hi, grüß euch, Servus und habe die Ehre. Heute gibt es einmal ein ganz anderes Video, das habe ich noch nie gemacht, ein Technikvideo, wo ich euch was am Computer zeige. Und zwar da drüben. Ich war jetzt mit dem Drohnengrafer bei München im Golf Valley und habe da die A1 Anti-Gravity präsentieren dürfen. Und da kam oft ein bisschen was Skeptisches, was das Thema Reframing angeht bei 360-Grad-Aufnahmen. Und wenn ihr damit auch so nichts anfangen könnt, möchte ich euch das heute zeigen. Und zwar ganz oberflächlich an der Basis, wie man ein Reframing bei 360 Grad Videos mit dem Material der A1 Anti-Gravity macht. Ist nämlich total einfach. Ist ja total umfangreich, aber auch für den Anfänger überhaupt kein Problem. Die Software gibt es natürlich kostenlos. Bin ich auch öfters gefragt worden, ob die Software A kostenlos ist, B, ob die etwas kostet und C, ob das ein Abo-Modell ist. Die blöden Abo-Modelle. Ja, nein, ist es nicht. Bei A1 Anti-Gravity ist es kostenlos. Also ich nehme euch da jetzt gern mit von A bis Z, zeige euch so den Workflow. Es werden insgesamt 2 Videos. Das eine ist der Schnitt, die Perspektive, und das andere ist dann der Schnitt im Videoschnittprogramm von der Aufnahme bis zum fertigen Clip. Zeige ich euch das und ihr werdet sehen, das ist total easy. Also schauen wir gleich mal rein. Dann steigen wir einfach mal ein in das Thema, Stück für Stück. Ich habe jetzt die Daten von der Drohne schon rüber kopiert über die SD-Karte, war total praktisch. Habe mir jetzt auch sogar schon eine passende Musik ausgesucht, wo ich denke, das könnte vielleicht cool sein. Wir haben jetzt hier eine Videodatei, die INSV-Datei und die PRX-Datei. Die eine hat 8,6 Gigabyte, die andere 240 Megabyte. Wenn ihr mit solchen Daten spielt, müsst ihr unbedingt schauen, die gehören immer zusammen. Das eine ist das Filmmaterial, das reine Videomaterial. Das andere ist wie so das Skelett. Flugrichtung, Perspektive, Änderung. Da sind die ganzen perspektivischen Daten drin. Dann legen wir schon los. Ich habe die Datei schon importiert und zwar in das Anti-Gravity Studio. Die Software gibt es natürlich kostenlos. Ihr könnt das aber ganz genauso auch im Insta360 Grad Studio bearbeiten, was natürlich logisch ist, wenn man den gemeinsamen Hintergrund der Kamera kennt und bewusst ist. Also ich erkläre das jetzt gar nicht so großartig stark, weil es gibt so viele Möglichkeiten in dem Programm, so viele Möglichkeiten. Ich kann euch bloß mal kurz eine Sache zeigen. Es gibt da verschiedene Blickwinkel. Zum Beispiel mit einem Klick einen Tiny Planet. Finde ich total lustig. War mal richtig modern. Mittlerweile gefällt mir es nicht mehr so, aber es ist durchaus berechtigt, es hin wieder einmal zu benutzen. Man kann umschalten. Mega, Ultra. Das sind wie gesagt verschiedene Blickwinkel. Dann haben wir ein D-Warp und dann haben wir Linear. Ich nehme jetzt einfach mal den D-Warp, weil ich glaube, da kommt eine recht schöne Perspektive raus, vor allem wenn man gerade Landschaften fliegt. Da unten habt ihr natürlich die Timeline, die Leiste. Da gehen wir gleich ganz an den Anfang und dann schneiden wir das einfach mal so kurz durch und dann, glaube ich, kriegt ihr so ein bisschen das Gefühl. Wir könnten natürlich auch hier die Kopfverfolgungsansicht machen. Das ist die Ansicht, was der Pilot praktisch sieht. Also wenn ich mich praktisch umschaue in der Luft, egal wie die Drohne fliegt, ist es mit aufgezeichnet. Ist auch ganz spannend, gerade für FPV-Aufnahmen, für flotte Aufnahmen. Dann haben wir hier zum Beispiel auch einen Deep Track-Funktion. Da kann ich ein Objekt markieren. Können wir mal kurz schauen, ob das funktioniert. Nehmen wir mal hinten den Holzhaufen, Deep Track starten, seht ihr. Und dann behält die Drohne automatisch den Holzhaufen hier im Blick. Und da unten ist es halt dementsprechend markiert. Aber das wollen wir nicht. Wir machen das ganz, ganz rustikal, weil ich euch das zeigen will, wie einfach das ist. So, jetzt aber genügend geratscht. Wir können hier mit der Maus die Perspektive, natürlich 360 Grad, ändern. Wir setzen mit K, mit dem Buchstaben K auf der Tastatur, einen Shortcut, können wir
Punkte setzen. Und zwar Keyframes nennt man die. Schaut her, ich drücke jetzt hier am Anfang, da unten, zack, und ihr seht hier orange einen Keyframe. Das heißt, die Perspektive ist jetzt gespeichert. Jetzt gehe ich da ein bisschen vor, schaue, was ich hier mache. Naja. So, hier fängt das Video jetzt eigentlich an. Dann setzen wir hier einfach zur Sicherheit nochmal ein Keyframe. Seht ihr, geht ein bisschen zurück, dann kann ich das Bild auch so ein bisschen nachjustieren, dass das Auto in der Mitte ist. Zack, setzt wieder ein Keyframe. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Das ist der Rohschnitt. Das ist der Rohschnitt. Also mit der Drohne, mit der Technik, ist das, was mich fasziniert. Es sind 3 Stufen der Kreativität. Das erste ist vor Ort tatsächlich fliegen. Das hätte ich fast so gemacht. Nee, ich fliege jetzt so. Dann die zweite Stufe der Kreativität ist das, was wir jetzt hier machen, den Rohschnitt. Ich nenne es einfach Perspektivenschnitt. Und das dritte ist dann nach der Musik im Schnittprogramm. Also 3-mal kreativ, 3-mal könnt ihr Einfluss auf das Video nehmen. Finde ich hammergeil. Ich fliege jetzt hier praktisch raus. Seht ihr? Und die Drohne fliegt nach rechts rüber. Da könnte man jetzt zum Beispiel hier den Wald anvisieren. Auch wieder K, zack, unten gesehen ein Keyframe. Dann schauen wir mal. Seht ihr? Und schon dreht sich die Perspektive auf den Wald. Wir haben da Rückflug, seitlichen Rückflug. Die Kamera dreht sich aber nach rechts und der Flug geht in einem Bogen nach vorne. Aber du hast Perspektive einfach den Wald. Und das ist bei 360 Grad unschlagbar. Das kann man mit einer normalen Drohne, es geht nicht. Es geht nicht. Hat natürlich auch Vor- und Nachteile. Aber da machen wir ein extra Video dazu, weil ich das mal vergleichen will. Große cinematische Drohne und die A1 Anti-Gravity. So, jetzt fliegen wir hier am Wald vorbei. Würde ich sagen, da vorne ist jetzt eigentlich nicht so interessant. Machen wir hier einfach ein Keyframe. Und schauen wir. Vielleicht einfach mal so den Waldrand. Seht ihr? Zack. Und das ist eigentlich relativ schnell. Jetzt fliegt er vom Wald weg. Ihr müsstet aufpassen, gerade am Anfang nicht zu viele Keyframes zu setzen, weil sonst schaut das im Endeffekt dann zack, 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 zack. Versteht ihr? Zack. Einfach zu unruhig aus. Das ist einfach so eine Gefühlssache, so ein bisschen. Da haben wir jetzt zum Beispiel den Weg gehabt, der gefällt mir recht gut. Machen wir so einen Keyframe. Ich bin gespannt, wie oft das Keyframe sagt in dem Video. So, jetzt steigt die Drohne nach oben. Fliegt nach hinten. Machen wir hier. Und dann schaue ich, wo fliegt die eigentlich hin? Wo fliegt die hin? Ah, seht ihr? Richtung Dorf. Und dann schaue ich mal. Kommt da irgendwas? Ja, das wäre doch toll. Zack. Dann fliege ich hier vorbei. Vielleicht wäre es schöner, das Dorf so ein bisschen im Mittelpunkt zu haben. Dann schauen wir, ob er das einigermaßen macht. Wir kommen da aus dem Wald. Die Drohne dreht sich Richtung Dorf. Schauen wir mal hier zwischendrin auch noch einen Keyframe setzen können. Jawohl. Schaut's, dann geht die Drohne praktisch vorbei. Es ist Rohschnitt, es ist wirklich Rohschnitt. Da bin ich auf die Idee gekommen. Schauen wir, da das Feld da entlang zu fliegen. Mache wieder einen Keyframe, damit die Kamera weiß, wo es hinschauen soll. Das schaut, glaube ich, recht gut aus, hier die Stelle. So. Machen wir hier. So, jetzt bin ich hier zum Beispiel an einem Baum. Da bin ich drum herum geflogen. Dann wollen wir den Baum mal hier im Mittelpunkt behalten. Also gehe ich weiter vor. Baum, Keyframe. Baum. Dann soll der Kamera wieder was hinschwenken soll. So, dann ziehe ich hier vorbei. Seht ihr?
Zack. Und entferne mich. Schaut, glaube ich, recht cool aus. Schauen wir mal, wo ich wieder hinfliege. Man kann das Ganze auch umschalten. Das zeige ich euch auch noch. Und zwar die hybride Vorschau. Hoffentlich funktioniert das jetzt so, wie ich will. Seht ihr 360 Grad Vorschau. Da seht ihr alles gleichzeitig. Ist zwar ungewöhnliche Perspektive, aber so übersetzt ihr einfach nichts im Bild. Machen wir die normale. So, wo fliegt er jetzt hin? Was macht er jetzt? Den Wald hat er anvisiert. Da unten war eine schöne Lichtung. Gehen wir nochmal zurück. So, zack. Ne, das war zu weit. Ein bisschen zurück. Oh Gott, da bin ich gespannt. Das, glaube ich, schaut jetzt unruhig aus. Das schaut, glaube ich, jetzt wild aus. Ah ja, ja. Naja, es geht aber. Es geht. Ja, man kann es lassen. Da fliege ich nämlich hier wieder vorbei und dann drehen wir die Kamera. Da hinten seht ihr die Perspektive. Seht ihr, das ist mit dem DVOP da herum, ist es so die Erdkrümmung nachsimuliert. Macht das Ganze brutal dynamischer. Wenn ich jetzt umschalte, seht ihr? Und irgendwie gefällt mir das DVOP in dem Fall fast besser. Na gut, dann fliegen wir da weiter. Kann ich das denn ja... Ne, wir machen das hier. Da kommt dann wieder unser New York. Nicht ganz. Machen wir so. Da oben haben wir die Sonne, die will ich aber nicht so ganz krass drin haben, sondern bloß hier so ein bisschen die Sonne strahlen. Ich glaube, das schaut recht dynamisch aus. So. Was macht er da wieder? Ach, da wollte zwischen die Bäume durchfliegen, aber da haben wir nicht ganz getraut. Dann schnappen wir uns die mal. Keyframe. Ich habe so kurz überlegt, ob ich das mache. Denke mir, nein, Markus, lieber nicht. Ich glaube, da wäre nichts passiert, aber ihr wisst ja, wie das ist. So, jetzt schauen wir. Und jetzt haben wir hier den FPV-Look drin. Habt ihr gesehen? Dann bin ich hier zurück. Da könnte man jetzt, wollte ich euch auch empfehlen, wie eine Fotografie Führungslinien benutzen. Schauen wir. Da hätten wir jetzt hier das Feld. Da hätten wir jetzt zum Beispiel eine Führungslinie. So. Bisschen Führungslinie. Man kann damit ewig spielen. Ich mache das jetzt wirklich für euch schnell, weil sonst, ich glaube, in 3 Stunden Video, wie ich da Keyframe setze, ist ein bisschen langweilig. Aber ich habe am Start, pass auf, müssen wir schauen, das muss hier diese Stelle gewesen sein. Mal schnell gucken. Seht ihr? Hier waren Vögel und das finde ich cool. Mal schauen, ob wir das auch rauszaubern können. Keyframe gesetzt.
Noch ein Keyframe, dass wir die verfolgen können. Und? Ey, der schaut ja wild aus. Das schaut ja mal wild aus. Okay, gut. Also da könnt ihr euch spielen damit. Ach, die fliegen hier vorbei, schaut's her. Das ist ja toll. Könnt ihr das erkennen? Und zurück. Könnten wir jetzt mit Tracking probieren. Aber, oh ja. Ach, das schaut doch cool aus. Und bei jedem Mal schneiden kommt ein anderes Video raus, ganz ehrlich. Es ist ja mein zweites, weil der Ton vorhin nicht gepasst hat. Es ist mein zweites und es schaut komplett anders aus. Ich zeige euch jetzt hier noch ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, was man hier noch alles machen kann. Verschiedene Stabilisierungsarten, verschiedenes Stitching. Es gibt ganz tolle Kanäle, die erklären das. Die kennen sich da auch super aus. Color Grading Motion ND ist zum Beispiel ganz spannend, wenn man so den cinematischen Look haben will. Dann wird eine Bewegungsunschärfe mit ND-Filter praktisch simuliert. Finde ich auch ganz spannend. Verschiedene Farbeinstellungen, Klarheit, also Schärfe und so weiter. Kann man alles machen. Wasserzeichen. Das ist total witzig. Da kann man verschiedene Stilvorlagen. Da werden dann hier so Tempo, Höhe, Richtung, alles mögliche, Neigungswinkel kann man sich da einblenden lassen und schaut dann aus wie so Flugzeuginstrumente. In dem Fall finde ich das jetzt unpassend. Wir wollen ja ein Videoclip machen. Aber ich muss das mir auf alle Fälle auswählen. Ich glaube, wenn man so FPV-Sachen macht oder Technik, Flüge vorstellt, ist es, glaube ich, recht cool, wenn man so Instrumentensachen mit einblenden kann, das automatisch mit der Software. Genügend geratscht, exportieren. Das Ganze kann man als Video oder als 360-Grad-Video importieren. Ein 360-Grad-Video kennst du vielleicht von früher. Die Facebook hat es auch auf YouTube gegeben, bei Facebook, wo man mit dem Finger dann sich umschauen kann auf dem Video. Oder halt dann mit dem Handy in die Richtung und man dreht sie damit. Also ein echtes 360-Grad-Video. War mal richtig modern, jetzt zur Zeit eigentlich nicht mehr so. Aber ich glaube, ich werde sowas mal machen, weil ich da Bock drauf habe. Wir benennen das Ganze hier und zwar nehmen wir das YouTube Testvideo. Das Ganze wird als MP4 gespeichert. Voreinstellungen nehmen wir 4K. Also hat es bei mir als Standard so ergeben mittlerweile. Wir haben jetzt da von über 9 GB, haben wir jetzt hier eine Größe von 2,57 GB. Also es wird schon ganz schön klein. Dann einfach nur auf Exportieren klicken. Da oben haben wir den Warteschlangenbereich. Wenn ich sowas wieder mal mache, dann bräuchte ich so einen Mauspointer. Kennst du das? Na, gehst du weg? Also da oben habt ihr auch die Warteschlange. Ja, MP4 haben wir gehabt. Dauert jetzt 2%. Das Importieren dauert ein bisschen. Ihr müsst euch ja die Datenmenge vorstellen von so einer Kugel in 8K. 3%. Würde ich sagen, in der Zwischenzeit schaue ich wegen Musik, beziehungsweise ich habe da schon was Tolles gefunden. Und dann gehen wir ins Schnittprogramm, in die dritte Stufe der Kreativität. Und dann schneiden wir zusammen ein cooles Video aus dem Material, was wir da jetzt schnell roh rausgeschnitten haben. Also, ich hole mir jetzt einen Kaffee. Dauert ungefähr, was habe ich vorhin gelesen, 7 Minuten ist genau richtig zum Kaffee machen. Also, sind gleich wieder zurück. Bis gleich. Jetzt haben wir es geschafft. Reframing. Jetzt wissen wir, was ist Reframing. Also total easy, total einfach. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Anregungen, ich habe solche Videos noch nicht gemacht, schreibt es mir bitte gerne unten rein. Abo, Like und so weiter würde mir sehr viel weiterhelfen, gerade zur Zeit. Und es kommt noch ein zweiter Teil raus. Und dann nehmen wir das Video und dann gehen wir ins Schneideprogramm und dann passiert die Magie der Musik, des Schnitts, des Rhythmus. Das macht mir mindestens immer genauso viel Spaß. Also vielen Dank und wir sehen uns beim zweiten Teil. Zwischendrin kommt mal ein anderes Video. Mir ist nämlich ein richtiges Unglück passiert zum Thema Drohnen, aber das muss ich erst verkraften. Also danke fürs Zuschauen und ciao, servus.